Ciao zusammen, René hier. Herzlich willkommen beim zweiten Teil von meiner Serie «Kunst, seine Bestimmung zu finden». Heute sind wir im schönen Hermosa Beach, herrlich angenehme 20 Grad, die perfekte Jahreszeit. Zurücklegen, macht es bequem. Heute haben wir ein bisschen Material zu bewältigen. Beim ersten Teil habe ich verraten, welche 8 Kapitel einem das Leben vorgibt. Alles startet also mit dem ersten Kapitel. Herauszufinden, wer ich genau bin, was mich antreibt und was mich glücklich macht. Wir alle kennen sicher jemanden, der seit der Kindheit immer schon gewusst hat, was er oder sie werden will. Pilot, Lokführer, Krankenschwester etc. Wer aber wie ich nie so genau gewusst hat, wo der Weg her soll gehen, dem widme ich die nächsten 3 Episoden von dieser kleinen Serie «Fing dein Ding». Wer bin ich? Was soll ich machen im Leben? Es gibt viele Möglichkeiten, wie man zu Antworten kommen kann. Berufsberater, Horoskop, Gesprächstherapeuten, Psychologen, Soul-Searching. Wir persönlich haben aber 3 viel handwerklichere Methoden geholfen, meine Bestimmung zu finden. Die erste Massnahme: man muss seine Instinkte kennen. Instinkt ist so, wie man reagiert, wenn man keine Zeit zum Überlegen hat. Und diese Eigenschaften die werden sich auch das ganze Leben lang nie verändern. Wenn man da dagegen angeht, weil man vielleicht eben die Instinkte nicht genau kennt, führt das vielfach zu Frust und zu Burnout. Zweitens, Thema Geld. Man muss Geld endgültig abhandeln und in die richtigen Bahnen lenken. Nicht, dass ihr aus Geldsorgen Kompromisse eingehen müsst, die am Schluss auch nur zu Frust und zu Malaise führen. Sich überlegen, was man gerne macht, ohne auf Geld Rücksicht nehmen, bringt euch eurer Bestimmung einen riesen Schritt näher. Und die dritte Massnahme ist Gesundheit. Ohne Gesundheit funktioniert alles andere sowieso nicht. Darum reden wir für den Rest der heutigen Episode ausschliesslich über das Thema. Das ist ja irgendwie ein bisschen mein Spezialgebiet. Zuerst vielleicht noch ein paar Zahlen als Einstieg sozusagen. Wenn Gesundheitskosten weiter steigen wie bisher, wird bis im Jahr 2040, also in etwas mehr als 20 Jahren, 100% von allen staatlichen Ausgaben hier in Gesundheitswesen müssen fließen. Es bleibt also nichts mehr übrig für etwas anderes. Auch nicht zum Beispiel für das Militär. Aus diesem Grund hat das Department of Defense, also das Verteidigungsministerium, kürzlich erklärt, dass das Gesundheitswesen eine existenzielle Gefahr für die ganze Nation wird werden. Und hat es auf die gleiche Stufe gesetzt wie ein Nuklearschlag. Ich gebe euch ein Beispiel mit dem Typ 2 Diabetes. Diabetes, wir wissen es alle, ist eine Unverträglichkeit gegenüber Kohlenhydraten. Schätzungen gehen davon aus, dass 100 Millionen Amerikaner, das ist ein Drittel der Bevölkerung, ist entweder Prädiabetes auf Englisch, also Vordiabetiker, oder Typ 2 Diabetiker. Eine solche Behandlung kostet im Jahr $14.000. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass jemand 85 wird und so eine Diagnose mit 40 hat bekommen, bedeutet das 45 Jahre lang
werden die Kosten anfallen. Das gibt über ein Leben $630.000. Mal die 100 Millionen Amerikaner gibt eine Zahl mit so viel Null, wo ich nicht einmal weiss, wie man dem sagt. Übrigens, ich bin überzeugt, dass die Lösung zu diesem Problem nur Prävention ist. Ich sehe keine Möglichkeit, dass es ein Modell gibt, das die explodierenden Kosten irgendwie decken könnte. Weder ein staatliches Modell, noch ein Modell, das die Unternehmen einspringen, noch, wie es bis jetzt läuft, mit Krankenkassen. Sieht man mich noch da im Gegenlicht? Ernährung ist nicht immer der Hauptgrund für allfällige Beschwerden. Aber Ernährung ist immer ein wichtiger Teil von jeder wirksamen Intervention. Und wenn euer aktuell behandelnder Gesundheitsprofi das anders sieht, dann säckelt so schnell davon, als ihr könnt und sucht nach jemandem mit einem moderneren Zeitgeist. Ernährung kann geladen sein mit Meinungen und Dogmas. Und doch wage ich es, eine Regel aufzustellen, die nach meiner Erfahrung für die Mehrheit gilt. Vorausschicken möchte ich, was ich alles studiert habe. Funktionale Medizin, Haaranalyse, Speichelproben, Blutchemie, Stuhlproben, Hormonpanels und angewandte Kinesiologie. Zudem habe ich Experimente gemacht mit vegetarischer Ernährung, ketogener Ernährung, Paleo, gefastet, Metabolic Balancing. Eine kleine Vorwarnung. Die Regel ist bubi einfach. Aber die Umsetzung wird wahrscheinlich etwas vom Härtesten sein, was ihr bis jetzt freiwillig angepackt im Leben. Und hier ist die Formel. Eat real food, locally grown and be done before the sun sets. Oder auf Berndeutsch, esset natürliche Lebensmittel aus der Region und schaut, dass ihr mit der letzten Mahlzeit fertig seid, bevor die Sonne nachgeht. Ich selber teile natürliche Lebensmittel in 4 Kategorien ein. Gemüse, Eiweiß, gesunde Fette und saubere Kohlenhydrate. 3 Kategorien könnt ihr unbeschränkt genießen und bei einer Kategorie müsst ihr ein bisschen aufpassen und ihr habt es wahrscheinlich schon herausgefunden, das ist bei den Kohlenhydraten. Beim Gemüse könnt ihr unbeschränkt reingehen, querfeldein, je nach Saison, keine Einschränkungen dort. Beim Eiweiß sehen wir hier Hackfleisch zum Beispiel, aber auch Poulet oder Lachs, Lamm, Meeresfrüchte, Ton, Eier etc. Einfach all die Stücke, die ihr auch beim Metzger überkommt oder beim Fischer. Jetzt, wer aus ethischen Gründen ganz oder teilweise auf tierische Produkte verzichtet, kann der Eiweißbedarf mit Hülsenfrüchten helfen abzudecken. Hülsenfrüchte wie zum Beispiel Linsen oder Bohnen, also weisse Bohnen, rote Bohnen etc. Gäbig ist manchmal noch ein Eiweißpulver, obschon das industriell hergestellt ist und ich nicht ein grosser Fan, aber in diesen Fällen kann das hilfreich sein. Ich empfehle ein Erbsenprotein. Wer die Schraube jetzt noch etwas fester angezogen hat und ganz vegan unterwegs ist, dem empfehle ich zusätzlich das Vitamin B12. Hier schauen wir einfach bitte darauf schauen, dass es die natürliche Version ist, und zwar ein Methylcobalamin und nicht die synthetische Variante, und das ist ein Cyanocobalamin. Natürliche und gesunde Fette, sehr wichtig, sind zum Beispiel Avocado, Nüsse, Olivenöl, Butter, Kokosnussöl, dann qualitativ gut hergestellte Samen- oder Pflanzenöl, wie ihr das zum Beispiel in Steffisburg in Ölmühle bekommt. Und dann habe ich noch drauf Kokosnussmilch und die immer beliebteren Fischöl. Saubere Formen von Kohlenhydraten sind zum Beispiel Früchte, Beeren, Süssherdöpfel oder normale Herdöpfel, dann aber auch Reis, Mais, Quinoa, Buchweizen, Hirse oder Hafer. Und ich sage immer, Kohlenhydrate brauchen wie ein Sportler Doping. Wie meine ich das? Brauchen sie für ein bestimmtes Goal über einen bestimmten Zeitraum zu einer bestimmten Menge. Und wenn das Ziel erreicht ist, und das wird meistens ein sportliches Aktivitätsziel sein, ab dann sind Kohlenhydrate nicht mehr essentiell wichtig. Und was jetzt zum Beispiel Sachen, die euch gesundheitlich schaden? Grundsätzlich alle industriell hergefertigten Esswaren. Und das Wort gibt es ja schon ein bisschen her. Esswaren im Gegensatz zu Lebensmitteln. Grundsätzlich mal alles in der Verpackung und alles, was irgendwie eine Zutatenliste braucht. Dann Margarine, industriell hergefertigt,
verarbeitete Pflanzen und Samenöl, frittierte Sachen, leider halt auch Brot, Gebäck, Müsli, Pasta etc. Und lasst euch nicht ins Boxhorn jagen von Versprechungen auf den Verpackungen selber, auch wenn dort riesengross gesund draufsteht, ist das halt leider nicht unbedingt so. Papier ist geduldig. Am einfachsten bleibt ihr bei diesen natürlichen Lebensmitteln und dann müsst ihr nämlich nicht abwägen, ihr müsst keine Kalorien zählen und alles kommt schon gut. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Beispiele, wie so gesunde und ganz einfache Mahlzeiten aussehen können, die übrigens in kürzester Zeit zubereitet sind. Ja, was ist jetzt? Zum Beispiel Lachs mit grünen Bohnen. Was ihr nebendran seht, ist nicht etwa Reis, sondern verhackte Blumenkohl. Ein anderes Beispiel sind hier die Spargel, gegrillte Spargel in Butter mit Meeressalz drüber. Ein anderes Beispiel sind Fleischkügel mit Spinat. Nehmt meine Formeln, natürliche Lebensmittel aus der Region, fertig gegessen haben, bevor die Sonne runtergeht. Nehmt die als Richtlinie. Ich weiss, einige von euch werden jetzt sagen, ja, spinnt der in einem Hemdli, weil dann bin ich ja noch am Bügeln, ich kann gar nicht, oder es ist feister, wenn ich heimkomme. Dann okay, dann tut die Formel halt von hinten her aufweichen. Macht aber in diesem Fall auf jeden Fall sicher, dass ihr natürliche Lebensmittel wählt. Oder, wenn ihr mit dem ersten Teil ein bisschen Mühe habt, weil ihr allenfalls wegen dem Stress und wegen der Überforderung und wegen weiss nicht was für Ausreden auch auf Sachen zurückgreift, die nicht unbedingt gesund, aber euch im Kopf halt eine gewisse Befriedigung gibt, dann müsst ihr schauen, dass der Hinterteil stimmt. Also dann esst halt eure Pizza oder dann esst halt euer Brot. Aber dann macht ihr sicher, dass ihr das macht, bevor die Sonne runtergeht. Ihr müsst halt ein bisschen abschätzen, was euch am wichtigsten ist. Aber Kompromisse auf allen Linien, das wird es leider nicht geben. So, um jetzt die ganze Sache auch visuell ein bisschen aufzulockern, mache ich rasch eine Frisur und Garderobenwechsel. Wenn euch die Umsetzung der Formel aber gelingt, dann habt ihr automatisch eingebaut im Winter eine wahrscheinlich eher kohlenhydratarme oder gar ketogene Diät, weil ihr ein bisschen mehr Fisch und Fleisch und wahrscheinlich Fett esst. Oder dann im Sommer wahrscheinlich ein bisschen in die andere Richtung geht, wegen der grossen Auswahl von guten Kohlenhydraten wie Salat, Beeren, Gemüse, Früchte etc. Und durch das den Konsum von tierischen Produkten ein bisschen reduzieren könnt. Eat real food, locally grown and be done before the sun sets. Diese Formel funktioniert bei einem noch einigermaßen normal funktionierenden Körper. Wie findet ihr jetzt also heraus, wie Menge Dominosteine bei euch schon umgekehrt ist? Unterhalb des Videos tue ich einen Link her zu meinem Fragebogen, den ich nebst einem Bluttest für all meine Kunden brauche. Und je mehr dass euer Antwortblatt aufleuchtet wie ein Weihnachtsbaum, umso schneller solltet ihr allenfalls mit der Ernährungsumstellung anfangen. Was könnt ihr also als nächstes machen? Wie gesagt, ladet meinen Fragebogen herunterladen. Als zweites könnt ihr auf meiner Webseite ein gratis E-Book abziehen, das euch die einfache Formel noch ein bisschen mehr Detail erklärt. Und das ist übrigens gratis und ihr müsst mir nicht einmal die E-Mail-Adresse geben, nichts. Ihr könnt es wirklich einfach herunterladen. Und wenn ihr dort das Gefühl habt, ihr könntet noch ein bisschen Hilfe brauchen, dann sucht nach jemandem wie ich, der Erfahrung hat mit unterschiedlichsten Fällen und euch zeigen kann, was ihr zurzeit am besten macht. Oh, es ist frisch geworden, jetzt gegen Abend. Und jetzt, wo wir die Ernährung und die Gesundheit abgehäkelt haben, verrate ich euch das nächste Mal verraten, wie man sein wahres Ich und seine Instinkte klar entdecken kann. So, dass ihr in Zukunft in keine Sackgasse mit Frust, Burnout und Enttäuschung mehr reinlauert. Dann möchte ich mich bedanken für eure Ausdauer, dass ihr dran seid geblieben bis jetzt. Ich weiss, es ist eine Monster-Episode heute. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich über ein Like, über ein Teilen oder ein Abo auf YouTube. Und tut es doch weiter sagen, falls ihr jemanden kennt, der von diesen Informationen profitieren könnte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Remember, you're a champion. You are a champion. Remember, you're a champion. You are. But did you know you shine and I'm falling for the way you smile? You're gonna see.
Mhm.